Gute Morgen, hier ist der Chamber. Wir begrüßen erste Morgen für den Depot vom Projekt vom Staatsbudget für das Jahr 2026 durch den Finanzminister Gilles Roth. Das Projekt feiert die voraussichtliche Ausgaben und Recetten vom Staat für das Jahr 2026 ab. Zu diesem Entwurf gehört auch das Projekt Budget pluriannuell für die Periode bis 2029. Beim Depot kreen de Chamberspräsident Claude Wieseler, Präsidentin von der Finanzkommission Diane Adem, an de Budgetsrapporter von diesem Jahr, den CSV-Deputierte Maurice Bauer, den Entwurf überreicht. An de kommende Wochen dann beschäftigen Deputiert sich an de verschiedene parlamentarische Kommissionen am Budgetsentwurf, bis diesen am Prinzip am Dezember hier an der Plenjahr debattiert und gestimmt wird. Ich erlaube mir am Namen von der großherzoglichen Regierung, dass die Woche nach dem Thronwechsel erste Budget für das Jahr 2026 von dem Staat zu überreichen. Das ist ein Budget, das dem Lützeburger Modell Rechnung dreht. Das ist ein Budget, das steht für sozialen Zusammenhalt, und das ist ein Budget, das steht für nachhaltigen Wirtschaftswachstum. Das sind zwei Seiten von einer Medaille, die aber unzertrennlich sind. Ich hoffe, dass da an der Chamber die kritisch, die richtige Analysen davon ermerkt, und dass wir an gut 2 Monaten mit Dezember hoffentlich eine breite Zustimmung zu diesem Budget finden. Herr Präsident, das mein Eier ist diesen Dokument überreicht. Vielmals merci, Herr Minister. Ich gehe Akt vom Depot vom Projekt de Budget 2026. Also wie das normal ist, gehe ich der Präsidentin von der Finanzkommission, der Madame Diane Adem, direkt weiter. Madame Adem, das derbe für die nächste Minute. Vielmals merci, Herr Minister, vielmals merci, Herr Chamberpräsident. Ihr habt das immer eine Langzeit von der Budget, könnt das eine extrem Intensivzeit. Mit das auch für den Rapporter eine ganz flotte Zeit. Das ist eine Nobelaufgabe, die in Haut wird unhüllen, und das ist schon fleißig immer daran gegangen. Mit das eine Erbe, die wirklich ganz interessant ist, ganz flott ist, wo ihr ganz viele Leute kennenlernt, und ganz viele interessante Gespräche erfährt. Und in dem Sinn, Herr Rapporteur, wünsche ich euch ein glückliches Hand und alles Gute an Ihrem Schaffen. Vielmals merci. Das ist locker richtig schaffen. Ja. So. Okay, dann werden wir gespannt, ob dem Herr Minister seine Ausführungen dazu. Merci. Sie wollen noch ein Foto machen? Ja, sonst vielleicht Herr Präsident, die Damen und die Herren, als Madeneen als Fundament von unserem Wachstum. Und unser Wachstum als Resultat von unserem Madeneen. Unser Sozialmodell und unser Wirtschaftsmodell sind zwei Seiten
vun eisem Lützeburger Wustumsmodell. 2 Seiten vun enger Medaille, die sech net trennelosen, die unzertrennlich mat den Nee verbonnen sinn. 2 Seiten, die mat den Neen wussen. Dat ass de Lützeburger Weh. Herr Präsident, mam Thronwirsel schlomer lo en Neidkapitel an eiser Geschicht op. En Neiufang als Stärkung vun eisem Madeneen. Fi dese Madeneen stungen de Grand Duc Henri an Grand Duchesse Maria Therese. Von Herze merci fir heren Engagement. Fi dese Madeneen stehen lo gerade so de Grand Duc Guillaume an Grand Duchesse Stephanie. De Madeneen hun mir iwwer de lechte Weekend gespurt, op viele Plätzen durch dat Land. Dese Madeneen mischt Mut, besonders an enger Zeit, an der viel Leid sich Surgen Zukunft machen. Surgen, die man echt wollen. Herr Präsident, an unsicheren Zeiten, geopolitischer, aber auch makroökonomischer, muss Politik, ja muss Finanzpolitik de Leid Sicherheit geben. Madeneen wussen hecht auch Madeneen neid Vertrauen opbauen. Von den zentralen Messagen vom Premier Luc Frieden bei der UNO. Gewissheit von der Hoffnung. Vertrauen an den Staat, Vertrauen an Zukunft, a Vertrauen an sich selber. Das Vertrauen schafft Stabilität, an dafür steht dieses Budget. Für mehr sozialen Zusammenhalt an Entlastung. Für mehr Zukunftsinvest an auch nachhaltigen Wachstum, alles das an einem Budget von Madeneen wussen. Zum internationalen Umfeld. Erlaubt mir einen kurzen Blick auf New York. Die Vereinten Nationen, die leider DAX ganz unvereint sind, bringen mich direkt bei die aktuelle Weltlage. Wo Madeneen nicht viel zu spüren. Ein Gewalt am globalen Durchgehen zwischen Ost und West und zwischen Nord und Süd. 4 Jahre bei Ukraine-Krieg, am Nahen Osten kein Ruhe. Gefährliche Handelskonflikte, an eine Realbedrohung durch Russland. Kiew, die Damen und Herren, leidet mehr nur bei Eis wie Malaga. Russische Drohnen und Flieger testen all guten Tag NATO-Ostflank. 36 Jahre nach Kalten Krieg, kein Ende von der Geschichte. Trotz Hightech und KI-Fortschritte in zivilisatorischen Rückschritt. All des Ungewissheiten, all des Aufhängigkeiten auch nicht ohne Impact auf unser Budget. Bei den Einnahmen, mehr besonders bei den Ausgaben. Herr Präsident, wenn der globale Madeneen fehlt, fehlt auch der Madeneen Wussen. Bei den Operen, also großen Handelspartner, schwächt die Wirtschaft. Laut EU-Kommission kein Wachstum an Deutschland das Jahr. Für Frankreich gilt ein leichtes Wachstum von 0,6%, für die Belgien 0,8%. An der Eurozone ein durchwachsenes Jahr 2025, ein bescheidenes Wachstum von 0,9%. Also 0,4 Prozentpunkte Männer, wie das letzte Jahr nach angeschaut. Für 2026 soll den Trend an der Eurozone mit einem Wachstum von 1,4% leicht noch beweisen. Laut Statec soll die Lützeburger Wirtschaft des Jahres 1% wachsen, das letzte Jahr sind wir nach von 2,7% Wachstum für 2025 ausgegangen. Eine Konsequenz vom schwierigen internationalen Umfeld auf das nächste Jahr eine leichte Reprise mit 2% Wachstum. Laut Statec an der EU-Kommission ein wenig Licht Horizont. Bei der Inflation, da stimmt Richtung. Nach Jahren mit hohen Energiepreisen geht die Inflation an der Eurozone weiter zurück. Nur 2,4% am Jahr 2024, 2,1% für das Jahr 2025. Just nach 1,7% am Jahr 2026 laut der Europäischen Zentralbank. Für Lützeburg rechnet der Statec für 2025 mit einer Preissteigerung von 2,1%, für 2026 just nach mit 1,4%. Das ändert dem Abfluss auch von den Maßnahmen für den Preis von dem Elektrischen zu stabilisieren. Die nächste Indextranche dürfte dem Statec noch recht standhaut
am dritten Trimester 2026 erfallen. D'Arbeitslosigkeit bleibt zu hoch, viel zu hoch. Beschäftigung wird dieses Jahr laut Statec just 1% wachsen, 2026 1,5%. Also ändert der historischer Progression von 3%. Beim Chômage, da rechnet der Statec für 2025 mit einem Taux von 6%, 2026 5,9%. Die wirtschaftliche Lage, die ist angespannt, in ganz Europa. Und dafür muss man die Wettbewerbsfähigkeit von unseren Betrieben stärken. Ob neue Technologien setzen, die Innovation fördern und massiv an Zukunft investieren. Zu den Eckdaten vom Budget. Herr Präsident, beim Zentralstaat. Wir kommen von weit hier. Erinnert dich an die prognostiziert 3,25 Milliarden Euro Defizit für 2024 aus der Not-au-Formateur für knapp 2 Jahre zu senden. Elo für 2024 nach einem Defizit von gerade mal 221 Millionen Euro. Demnach eine solide Verbesserung von rund 3 Milliarden Euro. Für 2025 schreiben wir noch nicht mehr ein Defizit von rund 521 Millionen Euro. Den Defizit darf Ende des Jahres manner hoch ausfallen wie die 1,29 Milliarden, von denen wir am Budget ausgegangen wären. Die Recetten laufen aktuell gut, mehr manner dynamisch wie 2024 werden exceptionell Jahr werden. Für das Jahr 2025 rechnen wir mit Einnahmen von 29,6 Milliarden Euro, für 26 voraussichtlich Recetten von 31,1 Milliarden Euro, plus also von 1,5 Milliarden oder plus 4,9%. Unter anderem durch eine gute Progression bei der Körperschaftssteuer, also das, was Betriebe bezahlen, und auch von der Gewerbesteuer. Mehr auch durch eine Erhöhung von den Accisen 5,74% auf den Zigaretten und mehr wie 6% umlastenden Tabak. Wir feiern als Politik aus den letzten Jahren weiter. Die Ausgaben klammen von geschätzten 30,8 Milliarden Euro 2025 auf 32,6 Milliarden Euro für 2026. Plus von 1,8 Milliarden Euro oder 5,7%. Den Defizit beim Zentralstaat wird dummer da 1,49 Milliarden Euro bedrohen. Ja, 2026 geht mir ein schwieriges Jahr. Wir als Finanzen sind robust genug für enger Welt am Ungleichgewicht Rechnung zu tun. Zur Sécurité sociale. Im 2026 wird es Sold von plus 996 Millionen Euro erreicht gehen. In 2027 von plus 615 Millionen Euro. Eine Konsequenz vom gebremsten Wachstum. Aber gerade hier könnte Madenen vom Lützebäuer Modell voll zum Ausdruck. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Bei den Gemengen, nur ein nicht negatives Sold am Gemengesektor für 2025 mit minus 129 Millionen Euro, 2026 nächst geschätzten Überschuss von plus 85 Millionen Euro. Ende von der Legislatur liegt der Sold bei plus 126 Millionen. Wo zum Gesamtstaat. Der Gesamtstaat wird 2025 voraussichtlich mit einem Defizit von minus 726 Millionen Euro aufschließen, also 0,8% von unserem Wirtschaftswachstum. Für 2026 soll der Sold auf minus 408 Millionen Euro sich verbessern, also minus 0,4% von unserem PIB. Ein Wort zur Staatsschuld. Wenn wir gucken, wo wir nach 2023 zu Sendung stungen, da steht als Staatsschuld respektabel du. Und auch akzeptabel an diese schwierigen Zeiten. Ja, wir werden auch an Zukunft müssen suchen, lehnen gehen. Für die zusätzlichen Ausgaben für als Sicherheit, für die Mihegen Invest. Für auch die Schuld aus den vergangenen Jahren zu refinanzieren. Dabei haben wir den zweitniedrigsten Schuldenstand an der Eurozone an den niedrigsten Zinslast.
A Prozenter vun dem PIB werd als Schuld stabil bleiben. Stand haut rund 27% vum PIB N vun der Legislatur. Wichtig für den AAA, wichtig auch für als nächst Generationen. An gerade lo gilt Wort vom früheren deutschen Kanzler Helmut Schmidt, wat Wachstum schafft, die auch mat Schuld finanziert gehen. Zur Zielsetzung von unserer Budgetspolitik. Lützeburg als ein kleines Land mit einer offenen Ökonomie. Die Weltkonjunktur schlägt direkt auf unser Wachstum an, auf unsere Finanzen. Wir bleiben dafür vorsichtig an den Prävisionen, aber auch minno bei der Wirklichkeit. Durch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen, mit Informationsaustausch, war nötig und möglich. Durch eine immer mehr digitalisierte Steuerverwaltung. Die Differenz zwischen Avancen und Solden geht mir klein. Durch eine Anpassung von der Methodologie bei der Steuerverwaltung. Für Statek Donneien über Wachstum und Emploi besser zu verschaffen. Durch ein mehr eng Begleiten von großen Steuerzahler. Für zu verstehen, wie hier Zahlen sich entwickeln, eng zielorientiert, eng transparent Budgetspolitik auch mit neuen Indikatoren. Stichwort PIB du Bien-être. Ja, mit den Wurzeln ist nicht just PIB Wachstum. Es ist auch der Wachstum vom Wohlbefinden. Für den Wohlstand und die Lebensqualität mehr ganzheitlich zu messen und zu verbessern. Wir haben uns auf eine Reihe Indikatoren verständigt, die sich noch weiterentwickeln können. Die Ausgaben vom Wohlbefinden belaufen sich nächstes Jahr auf 4,9 Milliarden Euro, 5,2% vom PIB. Davon 3,3 Milliarden Euro für die Armut zu bekämpfen, bald 1,5 Milliarden für die Einkommens zu stärken. Auf 409 Millionen Euro gehen an den Wohnkosten. Wir befinden uns hier in einem Lehrprozess. Zahlen werden auch noch mehr präzise gehen und die Indikatoren werden noch weiter evoluieren. Am Budget, die Damen und Herren, für 2025 sind wir von einem Defizit am Zentralstaat von 1,3 Milliarden Euro für 2025 ausgegangen. Stand haut können wir diesen Budgetdefizit halten. Ja, Licht verbessern. Nicht selbstverständlich an diesen Zeiten. Für 2026 rechnen wir mit einem Defizit am Zentralstaat von 1,49 Milliarden Euro. Ja, rund 400 Millionen mehr, wie wir nach am Pluriannuell vom letzten Jahr geschert hätten. Mit ganz weit weg von den 2,69 Milliarden Euro, die als Zusendung für 2026 von den staatlichen Verwaltungen vorgezeichnet wurden. Da trotz einem ganz schwierigen Umfeld, da trotz wesentlich mehr Ausgaben an der Verteidigung, plus von 366 Millionen Euro am Vergleich zum Pluriannuell, da trotz Energieentlastungen für Leute und Betriebe, plus von 150 Millionen Euro am Vergleich zum Pluriannuell, da trotz einem weiterhin ganz hohen Invest an Modernisierung von unserem Land. Rekordverdächtig 4,8% von dem PIB. Rund 500 Millionen Euro mehr wie die Moyenne von den 4% aus den letzten Jahren. Der trotz enger Sozialrunde mit einem verantwortungsvollen Invest an den sozialen Frieden. Nicht viel Kosten für den Staat von 190 Millionen Euro. Alles am allem rund 900 Millionen Euro, die nicht am Pluriannuell vom letzten Jahr mit angerechnet wären. Das Ausgaben allein machen 51,2% von der Progression von 5,7% von den Ausgaben aus. All das führt am nächsten Jahr zu einem nicht negativen Schere-Effekt zwischen Einnahmen und Ausgaben. Aber, und das ist wesentlich, alles Ausgaben, die an diesen Zeiten wichtig für das Land und auch für seine Leute sind. Und zudem stehe ich als Finanzminister. Herr Präsident, damit aus diesem Budget Ausdruck von einer volontaristischen, aber vor allem auch antizyklischer Politik von Madenen Wurzeln. Trotz einer ungespannter wirtschaftlicher Konjunktur steht als Finanzplanung für Prävisibilität und Stabilität. Wichtig
für Reisen AAA. Als öffentlich Schuld bleibt deutlich unter den 30%. Wir überholen Verantwortung als Solidarität an der internationalen Staatengemeinschaft. Wir sorgen für Stabilität von unserer Wirtschaft und wir sichern Fundamenter von unserem Sozialstaat auf. Zu den Prioritäten vom Budget 2026. Mit den Niveauen hilft für uns allem Brücke bauen. Heim und draußen. Herr Präsident, näherens als de Madeneen mehr gefordert wie an unserer Verteidigung. Das ist eine Frage von Frieden oder Krieg, Freiheit oder Unterdrückung. Und wir wollen Freiheit. Wir respektieren dafür als Engagementer an der NATO. Solidarität mit unseren Alliierten als Pflicht. Unser Verteidigungserfolg geht 2026 auf 2% vom nationalen Reichtum herab, 5% bis 2035. Für 2026 stand heute Ausgaben von 1,3 Milliarden Euro. Plus von einer halben Milliarde am Vergleich mit dem Budget 2025. Die Suen gehen an den Ausbau von unseren Kompetenzen, an Satelliten, Cyberverteidigung und Forschung. Mit dem Abbau von der Cyber Defense Cloud. Ausgaben von 94 Millionen Euro bis 2029. Mit einer mehr hoher staatlicher Bedelung und der Gesellschaft Luxgovsat plus 101 Millionen Euro. Mit dem Kauf von nationalen Kapazitäten Govsat 2 an Höhe von 150 Millionen Euro bis 2029, weitere Kapazitäten Govsat 1 für 35 Millionen Euro bis 2021. Diese Madeneen, die Damen und Herren, hält nicht auf der Grenze von unserem Land ab. Wir unterstützen die Ukraine weiter. 2026 für 80 Millionen Euro. Eine glaubwürdige Verteidigung braucht auch eine glaubwürdige Finanzierung. Größtenteils ja über das Staatsbudget, ohne Neuvea auszuschließen. Dafür lehnen wir auch als ersten europäischen Staat einen Defense-Bund ab. 150 Millionen Euro über 3 Jahre. Eine Staatsobligation, die die Leute direkt kaufen können, steuerlich begleitet. Doniert Mobilisierung von weiterem Kapital über den Fonds von der SNCI, also als nationaler Kredit- und Investitionsgesellschaft, für die Entwicklung von sogenannten Dual-Use-Gitter, also Material mit einem zivilen, aber auch militärischem Nutzen. Mit auch einer Beteiligung vom Staat 40 Millionen Euro über die nächsten 4 Jahre. Ja, das Verteidigungsausgaben sind eine Herausforderung für unser Budget. Aber durch solide Finanzen und eine innovative Finanzierung können wir sie stemmen. Ohne bei den Investitionen oder beim sozialen Trick zu stehen. Herr Präsident, auch an unserer Kooperation stehen wir nicht zurück. Und das als Überzeugung. Wir investieren weiterhin rund 1% von unserem nationalen Reichtum, dem RNB, an die Entwicklungshilfe direkt. Dazu gehören auch 2 neue Kooperationsakkorden an 13 neue strategische Partnerschaften. Gerade wie weiter Akzente an der internationalen Klimafinanzierung 45 Millionen Euro am Jahr 2026. Mit dem Flüchtlingsaccueil geschatten 243 Millionen Euro leiht damit die Entwicklungshilfe am breiten Sinn bei 1,36% vom RNB am Total 872 Millionen Euro. Mit den Niveauen auch durch eine Weiterentwicklung von unserer Finanz- und Wirtschaftsdiplomatie. Zusammen mit dem Vizepremier und Außenminister Xavier Bettel ziehen wir hier an engem Strang. Konkret gehen Kredite für den Außenhandel am Außenminister 22% an die Luft. 14,5 Millionen Euro et plus von 2,6 Millionen Euro. Für die Promotion von unserer Finanz- und Wirtschaftspolitik draußen. Kurzfristig massive neue Missionen, alle guten mit einer wirtschaftlichen Thematik als Schwerpunkt. Ein weiteres Ziel, wir werden an allen regionalen Entwicklungsbanken vertreten sein. Wichtig für die Madeneen draußen. Doniert peilen wir 12 von 100 Doppelbesteuerungsaufkommens an. Sie bieten als Betrieber Rechtssicherheit,
Sie zählen neue Aktivitäten auf Lützeburg. Herr Präsident, ein zentrales Element von Madnewursen des sozialen Zusammenhalts. Ein zentrales Element vom Lützeburger Wirtschaftsmodell. Madnewursen heißt den sozialen Zusammenhalt hier am Land stärken. Mit weiter hohen Sozialtransferen, 46% vom Budget, da trotz mit hohen Militärausgaben. Mit einer resoluter Bekämpfung von der Armut, sie ist nicht akzeptabel. Madnewursen heißt Kanner an den Zentrum von unserer Politik setzen. Dafür klammen die Ausgaben von der Zukunftskäse auch nächstes Jahr auf 1,6 Milliarden Euro. 1,1 Milliarden Euro allein für Kannergeld. 436 Millionen Euro für den Congé parental, 33 Millionen Euro für die Allocation de rentrée scolaire und 13 Millionen Euro für die Geburtenzulagen. Mit steilischer Entlastung für jeden. Und da wäre ich bei meinem Netto vom Brutto. Auch die Steuern spielen eine entscheidende Rolle beim Madnewursen am sozialen Zusammenhalt. Und das gerade für die Breit mit, die hält nämlich vieles bei ihnen. Und dafür entlasten wir die Leute auch steuerlich weiter. Nur eine erste Anpassung vom Steuerbarem auf den 1. Januar 2024 für 4 Indextranchen für 480 Millionen Euro. Nur mit Entlastungspack auf den 1. Januar 2025 mit Entlastungen für die Leute von über 420 Millionen Euro. Mit einem steuerbefreiten Mindestlohn. Mit gezielten Entlastungen für Alleinerzieher. Kein Steuern mehr an der Klasse bis zu einem Brutto von bis zu 52.400 Euro. Elo von 2026 an bei gedeeltem Kannergeld eng Steuerbonifikation pro Kant a pro Joer von 922 an den halben Euro für die Älteren, die nicht an der Steuerklasse 1a sind. Doniert auch steuerlich Urreizer für freiwillig Milan schaffen zu können. Das mit einem Abattement von 750 Euro de Monat, 9.000 Euro Jahr. Für Leute mit kleinem und mittleren Einkommens. Rund 2.200 Euro Mannersteuern beim versteuerbaren Einkommens von 40.000 Euro an der Steuerklasse 1. Rund 3.700 Euro bei einem versteuerbaren Einkommens von 100.000 Euro. Mit mehr Aufschreibungen auch für Zusatzpensionen. 4.000 Euro am Platz 3.200. Mehr Entlastung auch durch die geplanten Abfährung von einer ähnlicher Steuerklasse. Ziel ist konsensfähigen, ich unterstreiche konsensfähigen neue Steuermodell, den Altfamilie selbst behandelt. Ein neues Modell für als Gesellschaft von Haut. Ein Modell, den auf die Lebenswirklichkeit setzt. Die Entschädigung vom Familienmodell, die Damen und Herren, die liegt bei den Leuten, nicht beim Staat, auf in allem nicht bei der Politik. Die steuerliche Situation soll nicht beeinflusst gehen, wenn die Familiensituation auf einmal abrupt ändert. Zum Beispiel bei einer Schädigung, zum Beispiel bei einem plötzlichen Todesfall. Also mehr steuerlich Planungssicherheit. Eine Reform, die den 1. Januar 2021 soll in Kraft treten. Eine Reform, die viel Leute direkt wird weiter entlasten. 85% von den Leuten werden Interesse haben, an die neue einheitliche Steuerklasse zu wissen. Für die anderen 15% schaffen wir ein generöses Übergangsregime mit langen Übergangszeiten. Es geht auch hier um mehr, nicht Männer, Madenen. Herr Präsident, ohne daheim auch kein Madenen. All Umfrau weist es. Wohnen als die größten Sorge von den Leuten. Der Staat überhält seine Verantwortung mit neuen Akzenten. Es sind dafür froh, dass diese Madenen auch mit dem Wohnungsbauminister Claude Meisch spielt. Ziel ist klar. Mehr und auch mehr bezahlbaren Wohnraum. Durch das WFA-Abkaufprogramm vom Staat mit 480 Millionen Euro über 4 Jahre. Stand 30. September. Goufen Hai schon 241 Wohnungen für gut 151 Millionen Euro als WFA aktiert. Doniert nach einmal Reservationsverträge für rund 155 Millionen Euro an 237 Wohnungen
Äner sind zusätzlich nach NRW. Am ganzen Demno 485 Wohnungen für rund 306 Millionen Euro. Mehr bezahlbare Wohnraum, auch durch die Finanzierung über den Spezialfonds für abordable Wohnraum. Alles an allem Ausgaben von rund 2 Milliarden Euro über die nächsten 4 Jahre. Mit Beteiligung über die nächsten 4 Jahre und konkrete Projekte, von zum Beispiel dem Fonds de Logement, zu Biber, zu Diedling, zu Esch, zu Irstenach, zu Memmer, zu Sursem und zu Wolz, Kostenpunkt 453 Millionen Euro für den Staat. Der SNHPM, zu Konter, zu Dickrich, zu Kirlen, hier an der Stadt, zu Mirsch, zu Peting, zu Reiser, zu Schütter und zu Sursem für insgesamt 317 Millionen Euro. Auch die Gemenge selber, und dazu den Enkelner streichen, für 280 Millionen Euro einen konsiderablen Effort. Und auch die Privatakteuren an RSBL für ein Gesamtmontant von 280 Millionen Euro. Der Bayer Sozial wird unterstützt. Mit durchschnittlichen Zuwendungen von 21 Millionen Euro Jahr über die nächsten 4 Jahre. Wohnungsbeihilfen für Leute an Lucht. So zum Beispiel die Loyersubvention, die beständig klimmt. Von 45 Millionen Euro 2026 auf 60 Millionen Euro 2029. Zinssubvention bei den Schuldzinsen von den Immobilienkrediten 2026 30 Millionen Euro, 2029 45 Millionen Euro. Die zeitlich begrenzte Maßnahmen für den Wohnungsbau haben auch hier Wirkungen gewiesen. Ein Hoss von 91% bei den WEFA-Akten die ersten in Mai 2025 am Vergleich zu 24. Plus 73% auch noch am Vergleich zu 2023. Maßnahmen sind auf den 30. Juni 2025 ausgelaufen. Am Konsens übrigens mit der Chambre. Ausnahme der billigen Akt. Nach ist die Situation Neubau fragil. Und wir bleiben weiterhin reaktiv. Herr Präsident, kein Madeneen ohne einen starken Sozialstaat. Ein Sozialstaat mit großem S. Wir wollen die mich schwer an unserer Gesellschaft gezielt unterstützen. Eine direkte Sozialpolitik komplementär zur indirekten Sozialpolitik von der Steuer. Das an enger zusammenarbeitet mit dem Familienminister Max Herrn. Die erhöhten Steuerzulage, die Energieprämie und die erweiterte Energieprämie bleiben auch 2026 voll bestehen. Kostenpunkt über das Jahr 120 Millionen Euro. Mit der automatischen Ausbezahlung und Trevis-Bezieher plus 6,2 Millionen Euro für 2026, insgesamt 32,5 Millionen Euro. Mit Verbesserung beim Komplement für die älteren Leute, die sich keine Betreuungsstruktur leisten können, plus 3 Millionen Euro, im Ganzen 12 Millionen Euro. Sozialämter, die gestärkt, für eine bessere Begleitung bei Wohnprojekten an den Office National d'Inclusion Sociale kennt auch mehr Personal. Mit den Niveauen herrscht auch eine Gleichberechtigung am Alter. Nach lang keine Selbstverständlichkeit. Auch vor allem für Personen mit spezifischen Besonnen. 5,8 Millionen Euro Jahr für besseren Zugang zu öffentlichen Gebäuden und Plätzen. Zusammen übrigens mit der Gemeinde. Zugang zum sicheren Internet. Mit einer Prim für den Empfänger von einer Teuerungszulage kosten 2026 1,8 Millionen Euro. Mehr Suen für den Accueil an Dünnerbrunnen von Flüchtlingen. Gesamtkostenpunkt 2026 243 Millionen Euro, auch HE plus für 5 Millionen Euro. Herr Präsident, Gesundheit als eine Investition an das Wohlbefinden vom Menschen. Hier setzt sich Gesundheitsminister Martin Depré an. Dafür geht das Gesundheitsbudget auch solid an die Luft, plus 46,7 Millionen Euro oder 10,5% am Vergleich zu 2025. Am Ganzen 494 Millionen Euro. Als Spidolslandschaft wiest, bis 2040 sind rund 600 zusätzliche Spidolsbetter geplant. Die Ausgaben vom Spidolsfonds,
die klammen 2026 op 275 Millionen Euro, bell eng Verdoppelung oder plus 90%. Et gëtt gebaut, moderniséiert, awer och digitalisiert. Fi dat neit CHL gebei hai an der Staat 2026 136,5 Millionen Euro. 60 Millionen Euro fir d Südspidol. 3,5 Millionen Euro fir net anderen Champpädiatrie zu Esch. 2,4 Millionen Euro fir Zitterklinik an 2,5 Millionen Euro fir d'Urgenzen am Centre Hospitalier du Nord. Technologie gëtt och am Spidolsbereich ëmmer méi wichtig. 10,7 Millionen Euro fir Digitalisierung vun eisen Spideler. Donieft doch Ausgaben fir de Kaf vun Impfstoffe fir 21 Millionen Euro. E plus vun iwwer 42% fir méi Prävention. Grad bei der Erbeslosigkeit musste Madeleine och spielen, a Form vun nationaler Solidarität. Wir wollen weiter präventiv handeln, an derbecht an net an de Schomersch investieren. D'ausgaben vom Beschäftigungsfonds klammen 60,4 Millionen Euro am Vergleich zum nächsten Jahr. Obelo insgesamt 1,3 Milliarden Euro oder plus 5%. Beschäftigungsmaßnahmen stellen dabei die größten Deal durch, mit über 50% von den Ausgaben. Weiter 43,6 Millionen Euro fließen an Formation. Darunter auch den nachhaltigen an den nationalen Skillsplan. So helle mir Leid am Arbeitsmarché ersteigern auch als Kompetitivität. Bis 2029 stehen dafür 7 Millionen Euro vorgesehen. Doniert 15,3 Millionen Euro für die Bekämpfung vom Jugendchômage eng besonders Herausforderung. Dasselbe gilt für die Bekämpfung vom Langzeitchômage. 32,3 Millionen für Telefonbetrieber, an der Renkier 19,2 Millionen direkt für Telef bei den Chômer. Herr Präsident, Madeleine Wussen braucht auch eine Kultur von Madeleine. Schule, Sport und Kultur stärken Zusammenhalt an unserer Gesellschaft. Bildung ist eigentlich der beste Schutz gegen die Arbeitslosigkeit. Als Schule, das sind 118.000 Kanner und Jugendliche, 2.000 Schüler mehr wie nach 4 engem Jahr. Tendenz auch hier steigen. Das Budget von der Education nationale beläuft sich nächstes Jahr auf 4,7 Milliarden Euro, 9,2% mehr hoch wie 2025. Auch die Investitionsfonds sind massiv abgestockt, 261 Millionen Euro. Et plus von 108 Millionen Euro für Lyceen, Zentren und Strukturen für als Kanner und als Jugendliche, für neue Schulen und Betreuungsplätze zu bauen. Den Edukationsminister gëtt hei selber Bauträger, fir méi séier, méi effizient a méi flexibel kënnen ze bauen. Wir bauen net just Gebäier, wir schaffen für allem Perspektiven. Iwer die nächsten Jahre ginn 10.000 weiter Plätzen an Accueil an Edukationsstrukturen gebraucht. Für diese Plätze zu erhalen, setzen wir punktuell Änderungen beim Checkservice Accueil. Für Tarife an eng besser Qualität. Subventionen gehen dafür deels revalorisiert. Von 6 auf 7 Euro pro Stunde für Betreuung et plus von 41 Millionen Euro. Gesamtausgaben für den Accueil und Encadrement gut 871 Millionen Euro, 1 Milliard Euro 2029. Nur froh, nur Musikunterricht, die klimmt. 2024, 2025 wären über 22.000 Kanner, nicht mehr Kanner. Tendenz steigt. Dafür geht ausgebaut et plus von 14,2 Millionen Euro, Gesamtausgabe von 70,2 Millionen Euro für den Staat. Und ihr wisst, dass die Gemengen auch noch hier einen Teil dazu beitragen. Auch Studenten beihelfen, Klammen, 5,4 Millionen Euro nächstes Jahr, am Ganzen auf 181,3 Millionen Euro. Herr Präsident, die Regierung steht für eine Kultur, die verbindet. Mit rund 290,2 Millionen Euro für 2026 bleibt das Budget als Kultur dafür auf einem hohen Niveau. Kultur als Integration, sie als Inklusion, Empathie, Madeleine also. Die Umsetzung vom nationalen Kultur- und Aktionsplan ist dafür eine Priorität für die Regierung. Zielsetzung: Kultur für jeden, egal wo ihn herkommt,
egal wer den huet, egal wie ihn ass an egal wo lieft. Den Zugang zu Kultur als auch eng froh vu Gerechtigkeit. An der ist leiht dem Kulturminister Erik Thiel besonders Herz. Kultur, Solidarität ohne Grenzen. Dafür unterstützen wir den Ukrainian Heritage Fund für den Schutz vom kulturellen Patrimoine an der Ukraine. Kultur bedeutet auch Verantwortung für unser Patrimoine hier. Mit gezielten Investissementen an Schloss von Beaufort, an Schloss von Feiern, Schieferanlagen zu Märtling, 27,2 Millionen Euro bis 2029. So erhalten wir als Geschichte und machen sie auch erlebbar für die nächste Generation. Aber auch immer den mit vergangenen Generationen. Dafür investieren wir an als Museen, Kulturzentren, Theater und Musikhäuser. Durchschnittlich 133,8 Millionen Euro pro Jahr. Herr Präsident, Sport verbindet kaum etwas bewegt Gesellschaft mehr wie der Sport. Der Sport stärkt den Zusammenhalt, den Ekippegeist, das Quäsch durch als Gesellschaft. Lützeburg zählt 67 Sportföderationen, über 1200 Clubs und mehr wie 137.000 Lizenzierte. Wir wollen als Sportler besser begleiten, durch ihr professionelles Umfeld. Für mehr Subsidien an ein besseren Encadrement an die Föderationen heißt in 2026 rund 8,8 Millionen Euro vorgesehen. Wie ich weiß, auch ein großes Engagement vom Sportminister Georges Michel. Auch die Vereine gehen unterstützt. Mit einem Basissubsid an die Subsid Qualité Plus 5 Millionen Euro für das nächste Jahr. Wir wollen den Sport an seiner ganzer Vielfalt weisen. Mit einem neuen Sportmuseum zu Esch für 28 Millionen Euro. Mit den Gemengen geben wir auch neu Wehr. 2,1 Millionen Euro für die Sportkoordinatoren für den Sport lokal zu organisieren und auch für die Infrastrukturen effizient zu nutzen. Herr Präsident, ein starker Sozialstaat geht Hand an Hand mit einer starken Wirtschaft. Mehr Diversifikation mit gezielten Investitionen an Zukunftsbereiche. Als Finanzplatz, das ist ein Viertel von unserer Wirtschaftsrichtung. Das sind rund 73.000 Salarié. Sie steht für ein Drittel von unseren Steuereinnahmen. Es ist dafür nicht einfach Finanzplatz, sondern es ist Eisplatz. Wir stärken als Finanzplatz gerne nachhaltig. Nur der Exoneration von der Taxe d'Abonnement für aktiv geriert kotiert Fonds, die sogenannten ETF, an der Reduktion von der Körperschaftssteuer im E-Prozentpunkt, ein weiterer Schritt als H4 gesehen für das Jahr 2027. Eine mehr attraktive Besteuerung vom sogenannten Carried Interest, der Beteiligung von Fondsmanager und der Überperformance von einem Fonds. Aber für allem die Alternativ-Investmentfonds. Für neue Aktivitäten auf Lützeburg zu zählen, ohne steuerlichen Ausfall. Wir drohen den Entwicklungen eigentlich dabei Rechnungen, sitzen dabei auf die neuesten Technologien. Für am Fintech-Bereich an auch dem von der künstlichen Intelligenz. Dazu gehört zum Beispiel das Lancement vom Fintech Accelerator für die Digitaltransformation von der Fondsindustrie. Oder die Schärfe von einem AI Experience Center Matelle vom Luxembourg House of Financial Technology, den sogenannten Luft auf der Gare. Mit einer neuen Investitionspolitik vom Fonds Souverain intergenerationell. Mit 15% von den Aufwaren für Alternativinvestissementer durchrinnen eine Loschance 1% an Bitcoin. Dem Fonds Souverain, sein Gesamtvermögen beläuft sich Ende 2026 auf 850 Millionen Euro. Mit digitalen Zertifikaten de Trésorerie greifen wir auch als Staat auf die sogenannte Blockchain-Technologie zurück. Als Finanzplatz ist nicht just do für sich selber, aber auch für das Land und für allem sein Leid. Und auch für als Realwirtschaft, mit positiven Überdrohungseffekten als Sache Wachstum und Ideen. Herr Präsident, mit den Wissen hecht auch mit in Zukunft denken und gestalten. Wir stellen Lützeburg dafür auf mir Breitface ab. Mit Investitionen an den Innovations- und Technologiestandort Lützeburg, an unserem Filmstandort und auch als Landwirtschaft. Mit Unterstützung auch für den Mittelstand.
Rückgrat von unserer Wirtschaft. Lützeburg als Tech-Pionier. Für und allem an der künstlicher Intelligenz, der Datenwirtschaft, an der Quantentechnologie. Mit den Wurzeln als auch für den Wurstum vom Mur. Dafür gibt es 2029 zusätzlich 424 Millionen Euro für die KI-Strategie Cloud an Data bereitgestellt. Wichtig ist auch für den Wirtschaftsminister Lex Dallas. Mit dem neuen Superrechner, dem Melexina AI, wird die Innovationssektor übergreifend gestärkt. Das mit 750 Millionen Euro im Jahr 2026 für den Meluxina und das auch für die Luxemburg AI Factory. Wir sichern Synergien mit dem Privatsektor. Dazu gehören auch die strategischen Partnerschaften von Mistral AI und mit Büroen zu Lützeburg. Für ein neues Ökosystem. Das schafft Arbeitsplätze, der Kostenpunkt dafür 11 Millionen Euro. Weiter wird auch ein Deep Tech Lab aufgebaut. Zusammen übrigens mit dem Privatsektor. Auch das ist wichtig Madeni. Lützeburg als Innovationsstandort positionieren, heißt auch die Forschung mobilisieren. Mit einem Plus von 7 Millionen Euro für die Uni Lützeburg plus 2,7%, insgesamt nächstes Jahr 260 Millionen Euro. Die Plus von 1,9 Millionen Euro für das Luxembourg Institute of Science and Technology, der LIS, plus 3,2%. In total von 60,7 Millionen Euro. Ein Plus von 1,5 Millionen Euro oder plus 3,1% für den Luxembourg Institute of Health, am Ganzen 49,6 Millionen Euro. Wir investieren an den Quanten auf in allem Kommunikationsinfrastruktur. Rund 2,4 Millionen Euro die nächsten 2 Jahre für eine mehr sichere Kommunikation. Weiter Investitionen auch an den Weltraumsektor. Mit einem neuen Space Campus. Darunter auch als ein Testzentrum an den Neidgebäude für die Luxembourg Space Agency. Daneben Beteiligungen und die Programme von der European Space Agency mit 264 Millionen Euro über die nächsten 4 Jahre. Kurz gesagt, Zukunft vorbereitet. Herr Präsident, keine Technologie kann den Mensch ersetzen. Schon gar nicht den menschlichen Mardenin. Dafür sitzen wir weiter auf Talente, von daheim an der Börse. 2025 haben wir das Regime von der Beteiligungsprämie ausgebaut. Und auch das sogenannte Expat-Regime mehr attraktiv gemacht. Mit dem Fokus auch auf die Jungen. Über Jobstarter-Prämie, alles zusammen für rund 25 Millionen Euro. Dafür ist Steuerkredit für die bezahlten Überstunden von unseren Frontalien. Weiter erfahren sie nötig, weil Konkurrenz schläft nicht. Wir stärken dafür jung innovativ Betriebe mit dem Start-up-Action-Plan. Und hat andere mit einem Steuerkredit beim Invest an des Betrieber maximal 20% vom investierten Kapital. Mit einer Limit von 100.000 Euro pro Steuerjahr. Wir schaffen ein neues Regime für Optionen auf Aktien an einer Start-up. Das auf einer gesetzlichen Basis. Das ohne Abühen vom Stock-Options-Regime aus der Vergangenheit. Ziel, neue Talente für das Betrieber unzählen. Ein Finanzspritz auch für unseren Mittelstand, mit einem Nullzinsprä mit der SNCI zusammen. Auch bei der Medienlandschaft unterstützt die Regierung die Digitaltransformation. Das Budget für den Medien- und Kommunikationsservice klimmt auf 94,5 Millionen Euro im Jahr 2026. Lokalradio, ja, die kriegen den Übergang auf die Digitaldiffusion erleichtert. Wie ihre Missionen können nutzen kommen, Critalia, d'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel, 2026 zusätzlich 1,7 Millionen Euro. Insgesamt 3,6 Millionen Euro. Neu wäre auch beim Filmfonds. Mit 1,3 Millionen Euro stärken wir den Sektor von den Videospielen. Ein Sektor mit neuen Möglichkeiten für Kreativtalente und auch Arbeitsplätze. Damit unterstützen wir die kulturelle Opfer an die artistische Aktivität. Und das machen wir auch am Tourismus. Wir valorisieren als Land und wir fördern vor allem die Regionalentwicklung. Dazu gehört auch den Event-Tourismus. 5,6 Millionen Euro über die nächsten 4 Jahre.
mat enger Alimentation vum Tourismusfonds vu 60 Millionen Euro von 2026 bis 2029. Herr Präsident, Landwirtschaft mat enger zentraler Rolle an eiser Gesellschaft. D'Aktivitäten vun Eisewünzer, vun Eisebauern a vun eise Gemäesbauern e wichtigen Deel och vun der Identität vun eise Regionen a vun eisen Dierfer. Och fir d Landwirtschaftsminister Martin Hans. Dem Landwirtschaftsminister stehen 225 Millionen Euro für 2026 zur Verfügung, e plus für 6,8 Millionen Euro. Mehr Lebensmittelsicherheit, mehr Lokalproduktion, dürfen unterstützen wir Zeren für Obst a Gemäß, plus 20 Millionen Euro 2026. Mehr Digitalisierung für eine rentabel und auch eine nachhaltige Bewirtschaftung. Dürfen in digitalen Parzellepass an ein Register für Veterinärsmedikamente. Mehr Innovation auch am Weinbau. Keine Akzisen auf deels desalkoholisiertem Wein. Mehr Unterstützung für Terchtleute, also denen Leute, die den Winzer während der Lehre in der Term greifen. Der Plafond von der forfaitären Lohnsteuer von 3% geht von 18 auf 30 Stich an die Luft. Der Stundenlohn geht op 18 Euro. Herr Präsident, mat den neen Wussen geht just mat Infrastrukturen, die mat wussen. Der Staat sitzt selber verstärkt op Digitalisierung, verwaltungsübergreifend. Die Ausgaben an dem Bereich klammen 13,9 Millionen Euro op insgesamt 340 Millionen Euro nächstes Jahr. Gesamtausgaben über die nächsten 4 Jahre 1,3 Milliarden. Eine Priorität auch von der Digitalisationsminister dem Stefanie Oberter. Das CTI, also ein Center für Informationstechnologie vom Staat, bleibt ein Hauptakteur. Mit 40 Millionen Euro für neue informatische Projekte. Digitalisierung als dem Motor für Miseprozesse, für Mannerbürokratie, für eine konstante Verbesserung am Dienst vom Bürger. Dafür mehr wie 17 Millionen Euro von der Weiterentwicklung von dem MyGuichet bis 2029. 17 Millionen Euro auch für Digitalisierung an die Finanzverwaltungen für 2026, Stichwort auch hier elektronische Steuererklärung. Investitionen führen allem aber an Cybersicherheit beim Staat. Für eine robuste Krisengestion kriegt den HCPN, also den Hochkommissariat für die nationale Sicherheit, am Jahr 2026 2,7 Millionen Euro allein für das zur Verfügung gestellt. Ich meine, gut investiert Geld. Herr Präsident, mit den Wussen als auch immer mit dieser Umwelt, auch mit kommenden Generationen. Wir halten an einer ambitiösen Klima- und Umweltpolitik fest, mit Mensch am Mittelpunkt. Und für das zürcht an der Regierung den Umweltminister Serge Wilmes. Die Ausgaben für den nationalen Klima- und Energieplan belaufen sich über die nächsten 4 Jahre auf 13,6 Milliarden Euro. 3,4 Milliarden Euro 2026 allein. Mit dem Ziel, Serregasemissionen massiv zu reduzieren. Durch den konsequenten Ausbau von erneuerbaren Energiequellen, energetische Renovation und nachhaltiges Bauen geht weiter unterstützt. Mit 476 Millionen Euro über die Periode 2026 bis 2029. 450 Millionen Euro über die nächsten 4 Jahre für die Installation von Photovoltaikanlagen. Neu als Vierfinanzierung durch den Staat. Die Leitstrecken zu vom Subsid also nicht mehr 4. Und dafür sind 43 Millionen Euro für 2026 vorgesehen. Das Regime von den Lotstationen wird weiter gefordert an intelligent Lotsysteme erweitert. Gesamtmontant 10,3 Millionen Euro. Der Klimabonus Mobilität wird weiter gefordert für 56 Millionen Euro. Eine Klimapolitik, also Matheleit, aber für allem Viertleit. Der Steuerkredit CO2 geht 24 Euro an die Luft. 216 Euro beim Bruttolohn von bis zu 40.000 Euro, dünner geht den degressiv auf. Der Staat überhält von 2026 Netz
Benutzungskächten an Hecht vun 150 Millionen Euro. Am Durchschnitt en Erspunis fir Leiit vun 3,9 Cent um Kilowatt. Oder rund 200 Euro Joer beim Verbrauch vu 5000 Kilowatt Joer. Wir begleiten Betriebe bei der energetischer Transition, bei der Renovation vu funktionelle Gebäier. Dat mat Ausgaben vu 36,5 Millionen Euro bis 2029. Wir unterstützen Handwerk an den Bau. Mat mihégen Aufschreibungen fir Leiit bei enger energetischer Sanierung von ihrem Immobilienbestand. Herr Präsident, mat den Niveaussen hecht och mobil bleiben. Dafür sorgt Mobilitätsminister Juriko Backes. Mobilität verbindet a gut Infrastrukturen sie wichtig für die Leute. Wir investieren mit Weitsicht für ein Land, das sich bewegt, aber das für allem vernetzt ist. Das Budget vom Mobilitätserbauteminister beläuft sich 2026 auf 4,5 Milliarden Euro, ein Plus von bald 11%. Bis 2035 rechnet der Staat mit 40% mehr Deplacementer. Dafür stellen wir die Weichen resolut in Richtung Zukunft. 3,4 Milliarden Euro fließen über die nächsten 4 Jahre an die Schiene. Der größte Invest an diesem Budget. Die Alimentation vom Fonds du Rail geht nächstes Jahr von 680 auf 742 Millionen Euro an die Lut. Die Ausgaben belaufen sich dabei nächstes Jahr auf 743 Millionen Euro. Davon 32 Millionen Euro für die Neustrecke zwischen Lützeburg und Beeteburg. 70 Millionen Euro für die zweite Phase von der Gare Peripherik Howald. Auch beim Tram gehen Weiche gelöst für einen konsequenten Ausbau. Die Dotation von Luxtram beläuft sich nächstes Jahr rund 73,8 Millionen Euro, 66,9 Millionen Euro auch nach der Jahr nur. Zum Bus. Der Busverkehr, die Damen und Herren, die wird gestärkt. Für die nächsten 4 Jahre Ausgaben von über 2,5 Milliarden Euro. Dazu zählen unter anderem die Ausgaben für den Schultransport, den Mobibus, den Adapto und Busse von dem RGTR Réseau. Daneben auch die Veränderungen beim TIS. Mit einem neuen Syndikat mixt zwischen Staat und den betroffenen Südgemengen. Mit einem Gesamtbudget Mattegemengen beim TIS von 904 Millionen Euro über die nächsten 10 Jahre. Mehr Ortsstraßen, die Damen und Herren, gehen nicht vernachlässigt, weil viele Leute sie weiterhin auf den Auto angewiesen. Die Ausgaben belaufen sich auf 2,6 Milliarden Euro über die nächsten 4 Jahre. Und die größten Ausgaben sind 2026 der Kerchinger Contournement mit 10 Millionen Euro. Das Autobahnsstück zwischen dem Gasbrecher und dem Beeteburger Kreuz 50 Millionen Euro. Der Contournement von Hausen mit 30 Millionen Euro. Den Échangeur zu Stebricken mit 15 Millionen Euro. Nach einem Wort zum Flughafen. Wir investieren am ganzen Land. Dazu gehört natürlich auch der Findel als Flughafen. Ein moderner Flughafen, eine strategische Notwendigkeit und auch eine hoffentlich gute Visitekarte. Für Wirtschaft, Handel und Logistik, für den Tourismus, für als Sicherheit, aber auch als Resilienz. Für Investor und Sicherheit. Mit der Schaffung von einem virtuellen Kontrolltower für 44 Millionen Euro 2026. Mit der Stärkung von Lux Airport. Durch unter anderem eine Kapitalerhöhung von 202 Millionen Euro, davon 100 Millionen Euro allein für die Stadt. Und am Ausbau von der Fuel Farm Finde. Das heißt, mehr Petrolsreserven für 21 Millionen Euro von 2025 bis 2027. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Ein starker Staat braucht auch gut Mitarbeiter. Hier Aufgaben, die geht immer mehr komplex. Auch das seht ihr an diesem Budget. Ein Staat wiest, ein gutes Arbeitsumfeld steigert Wohlbefinden. Dafür soll auch dezentral Coworking-Strukturen weiter ausgebaut gehen, 160 neue Plätze allein 2026. Der Gehälterakkord vom Staat wird weiter umgesetzt. Eine verdiente Anerkennung für die Beamten
Eisbeamten an och méi Formation. No enger Punktwerterhechung vun 2% fir 2025 kennt eng weiter 0,5% Punktwerterhechung fir Joer 26. E Gesamtperk vun 153 Millionen Euro 2026. Madene Wussen brauch Sicherheet. Dürfir stocke mir bei der Police weiter op. Rund 220 Posten kommen dat nächste Jahr bei der Police bei. Wir stärken damit Policepräsenz Terrain. Dazu passt auch eine moderne Ausrüstung an Infrastruktur. Die vom Innenminister Leon Gloden lang geforderte Bodycams sind lodo. Und auch neue Uniformen an Helmer. Für ein gut equipiert Police als stärken guten Noper. Ein guter Noper, auch wenn es brennt. Das ist auch den CG10. Hier investieren wir an die Zivilsicherheit. Dafür kriegt der CG10 2026 9,7 Millionen Euro mehr zur Verfügung. Insgesamt 166,5 Millionen Euro für 2026. Davon 27 Millionen für die Erneuerung für Infrastrukturen an Equipementer. Madene Wussen, die Damen und Herren, braucht auch eine Justiz, die komplementär zur Police ist. Die Komplementarität wird von der Justizministerin Elisabeth Mark unterstützt. Dafür modernisieren und digitalisieren wir Justiz weiter. Kredite für die Justiz klammen 2026 auf 375 Millionen Euro et plus für 15 Millionen. 7,4 Millionen Euro für den Rechtsbeistand. Recht auf Verteidigung als ein Grundrecht auch von Madenen. Stärk a stabil Institutionen, die funktionieren, müssen auch ein Rechtsstaat an eng Demokratie wussen. Und dafür werden auch als Gemengen unterstützt gehen. Für hier gesetzliche Missionen zu erfüllen. Gemenge kreen die Damen und die Herren, wo ihr Meister schaffener Gemengerät, insgesamt 1,66 Milliarden Gewerbesteuer. Staatliche Dotationen von 3,36 Milliarden Euro et plus von 183 Millionen Euro am Vergleich zu 2025. Subside vom Innenminister, die Gemenge für die Basisinfrastrukturen kriegen, gehen überschafft 270 Millionen Euro bis 2029. Mit einem ähnlichen Taux für allgemein. Das für mehr Equität und Transparenz. Herr Präsident, die Damen und die Herren, mein Budget 2026 Madene Wussen will mir mehr Wustum mit mehr Madenen schaffen. Und auch mehr Madenen mit mehr Wustum. So stärken wir Lützeburg und Leid heim. Wir machen als Hausaufgaben für Prätze sind, wenn die Konjunktur nicht unzieht. Und drohen aktiv dazu bei. Echt positiv Unzeichen Horizont sind am Niveau von der historischer heiger Unsicherheit auch schon zu erkennen. Nach kein ganz Reprise, aber sie stimmen mich vorsichtig optimistisch. Wir müssen dem Abschwung entgegengehen, mit Zuversicht am Platz Angst, mit Vertrauen am Platz Zweifel, und mit Dynamik am Platz Stagnation. Dieses Budget weist als Neuwehr für neue Wachstum ab. Man Mensch am Mittelpunkt, weil der Mensch als der Kern von unserem Sozialmodell. Für ein vom Wachstum, vom Wohlstand und auch vom Wohlbefinden. Für die Leute alle gut. Und für das zu bleiben, wird wir sind ein Land von Madenen. Für uns Kanner, für uns Junker, für uns alle Guten. Merci für diesen Budget von Madenen, Wussen, breit zuzustimmen. Merci.